Talk it like Louis D. Wir sind ready, Bro. Wir sind ready. What's poppin', my guy? Yes, baby. Lose dich We wieder are da. back, man. Es ist Mittwoch. Gehen da unter der Dusche beim Rasieren. now, Auf dem Weg ins listen Geschäft. now. Los rein, Okay. check it's ab. Es ist time. Luzern. Dave Für Sino. was ist time? Für Lose die Mädchen. Jawohl, Lautstärke auf und los it mal rein, man. Motivationspush. Auch wenn ihr Asche sind. Pumpet. Thank you so much. Machen den hintersten Salto. Was auch immer. We are back. Hey, wir sind wieder mal da. Danke vielmals, dass ihr Unbedingt. eingeschaltet habt. Danke, Thank you dass du da so bist. much. Thank you Und so ganz, much. ganz wichtig am Anfang. Danke dir vielmals, dass du da bist, Kavan. Ja, Bro, danke fürs Jawohl, hello. Hello. Wir fangen eigentlich jedes Mal genau gleich an. Voll langweilig. Wer bist du, was machst du? Bro, die Frage es ist schon super schwierig, Mann. Ich bin der Kamera 23 und bin der Founder von Finelli, Bro. Ganz geil, das ist mehr muss man eigentlich nicht sagen zu dem Anfang. Das ist Applaus, einfach Applaus. Kurzer Applaus. Ja, thank you so much für deine Zeit. Das ist jetzt auch mal ein bisschen spezieller, weil jetzt haben wir einen Gast, den beide kennen. Ja, Das ist bis jetzt nicht jedes Mal der Fall. Ja, gewesen. voll, hast recht. Darum macht es nochmal so spezieller, wenn wir seriös bleiben bei dem ganzen Thema. Ja, für die es nicht genau wissen, was ist Finelli, was machen ihr? Bro, ich glaube, mittlerweile darf man sagen, die grösste Streetwear-Brand von der Schweiz. Yes, wir oben. Stark. Lieber so Self-Confidence, Jawohl. so Self-Confidence-Zeug ist eben wichtig. Eben, Streetwear-Brand aus der Schweiz haben eigentlich in Deutschland zuerst gestartet. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, wieso wir so erfolgreich geworden sind. Weil aus der Schweiz direkt raus, es ist sehr schwierig. Deshalb haben wir so unseren ersten Step in Deutschland genommen, sind dort ein bisschen bekannt worden und die Schweizer schauen immer so ein bisschen zu den Deutschen an. Ja. Aber mega interessant. Weil eigentlich sagt man ja, zuerst sollte man aus der Schweiz ein bisschen bekannt werden, dass man raus sagen kann, ich habe viel nicht gehört. Nein, ist eben leider nicht so. Schweizer stehen auf International Shit. Ja, geil, ich schwöre, ganz geil. Safe. Interessant. Wann haben Sie denn den Step gemacht auf Deutschland? Gerade am Anfang 2020. Das war das Founding Year gewesen. Also das Founding Year GmbH habe ich gerade Ende Dezember 2019 gegründet gehabt. Aber richtig angefangen jetzt in 2020, wo dann auch die erste Kollektion released wurde. Ziemlich genau vor 4 Jahren. Genau, ja. Geil. Voll. Happy Birthday in dem Fall. Danke, Bro. Ja, In dem voll. Fall Happy Birthday, ganz geil. Weißt du, Applaus, Happy Birthday. Wir müssen Happy Birthday machen. Und wenn ihr dann zuerst auf Deutschland sind, wenn sind ihr dann back in die Schweiz gekommen eigentlich? Wenn ist der Switch wieder gekommen? Also es hat nicht irgendwie einen konkreten Switch gegeben, weißt, wir sind ja online gewesen, Ja. und es ist einfach, wir haben konkret einfach Influencer-Marketing und so weiter, haben wir nur alles in Deutschland gemacht gehabt. Wir haben ja zuerst nur den Online-Shop gehabt und ich habe eben, es ist eben, wir müssen vielleicht ganz vom Anfang anfangen. Ja. Wieder. Ich habe die erste Kollektion released gehabt. Aber wie gesagt, 2019 habe ich GmbH gegründet, Ende 2019, und dann habe ich ein ganzes halbes Jahr gebraucht, um eben so das Cash zusammenzubekommen, und weil so eine Kollektion finanzieren, das kostet schnell mal so 30.000-40.000. Und dann habe ich die erste Kollektion released gehabt. Das war im Juli gewesen, eben 2020 dann, bis ich mal die richtigen Hersteller gefunden habe und alles. Und dann habe ich irgendwie eine Ware produziert für 30.000-40.000. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber so in dem Rahmen. Und dann einfach 2 Käufer gehabt. Also meine 2 engsten Kollegen haben gekauft gehabt und sonst Gute Brüder in dem Fall. Ja. Die sind wenigstens da gewesen. brutal, ja. Und dort merkst du halt auch so, eben, wie gesagt, so am Anfang, es will dich halt keiner supporten. Ja, Es ja. ist so, Ja. jeder probiert alles, zum dir jeden Stein weglegen. Und dann hat es so geheißen, wir haben eben am Anfang haben wir in Pakistan produziert gehabt, bei meinem Onkel, weil mir ist so darum gegangen, so, ich will meine Family supporten und ich will in Pakistan supporten, weil ich bin ja Cool. dort geboren und aufgewachsen. Und dann haben die Leute gesagt, ja, so Cover supportet Kinderarbeit in Pakistan. Und, Dann kommen wir auf den Film, kommen wir mit dem ja, Ming, genau. ja. genau. Mhm. Und das sind eben so die Leute gewesen, die mit mir in die Klasse gegangen sind, weißt du, mit mir ins Gimmi oder Ja, okay. so studiert haben. Und dann ist so gewesen, okay, so, ja, cool. So. Danke für den, ja. Ja, danke für den. Und dann, Also erzähl mal, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, überhaupt das zu machen, genau? Bro, das Ding ist, ich mache Kleider für mich, mache ich schon seit ich 14 bin. Ah, wirklich? Ja, voll. Also Ah, ich was? komme ja also so ein bisschen aus einer ärmeren Durchschnittsfamilie so. Mhm. Mein Dad war Busfahrer oder Limousinenfahrer.
Und meine Mutter hat jetzt vor 5 Jahren hat sie mit einer Lehre angefangen. Das heisst eben, ich nie irgendwie groß Geld gehabt, um Kleider zu finanzieren. Aber mir ist immer so darum gegangen, mir ist immer so klar gewesen, so Kleider machen Leute. Und ich wollte immer rausstechen. Ich habe weißt du, so ein bisschen, halt so hochwertige Stoffe vor allem. Ich habe sehr auf hochwertige Stoffe gesetzt, weil ich bin mal in Pakistan war und mein Onkel, eben, der kommt aus der Textilbranche, der hat mir so ein bisschen verschiedene Stoffe gezeigt. Und ich so, wow, okay, krass. So. Merkst du den Unterschied richtig? Genau, merkst du den Unterschied. Bin ich das erste Mal mit 14 ist so ein bisschen die Bahnhofstraße so von niemandem ernst genommen worden, weißt du? Die irgendwie so, der kann sich nicht leisten. Und dort hat es nur für H&M gelangen, aber ich wollte nicht H&M tragen, weil eben so, ich habe gemerkt, shit, man, ich brauche expensive shit, weißt du? Ich will nicht mit diesen komischen T-Shirt-Fetzen rumlaufen. Weil wenn du einmal so den Stoff halt an dir gehabt hast, dann kannst du nicht mehr zurückgehen. Es geht ja nicht unbedingt um den Brand, sondern einfach den Stoff, die Quality, die du gerne hast. Genau, Quality, wo ich halt sehr wertgeschätzt habe. Und dann eben aber so Luxusbrands, wo die Qualität hatten, sind viel zu überteuert gewesen. Jetzt zumal als 14-Jähriger ist auch schon ein Hoodie für 80 Franken viel, weißt du, was ich meine? Und dann habe ich meinen Onkel gefragt, kannst du mir das so ein bisschen beibringen, so die verschiedenen Stoffe, und der hat mir das so ein bisschen beigebracht, weißt du, so das Basic Nähen, und dann meine Mom hat mir so eine Nähmaschine gekauft. Was? Und dann habe ich so ein bisschen selber so ein bisschen Kleider für mich gemacht, halt mit den Stoffen, weißt du, aus Pakistan Stoff amigs mitgebracht. Und dann, oder meinem Onkel gesagt, könntest du mir noch ein paar Stoffe schicken, und halt so Kleider halt selber gemacht. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, und dann, weißt du, so mit 18 und 19 sind Kids, vor allem während dem Gimmi, immer mehr so richtig halt so into Fashion gewesen. Und dann, das ist dann gerade so die Supreme-Welle und so. Genau, dann genau. Ungefähr, und dann so die entcheckt, okay, so Cover, so, der hat immer so spezielles Zeug an, so, Cover, kannst du mir auch mal ein Piece machen, und dann hat sich das so, weißt du, so ein bisschen weiterentwickelt, und dann ich so, okay, eigentlich wäre es voll nice, lass mich doch eine Brand machen, weißt du, so, das war neben dem Studium noch gewesen. Das ist so voll so, eher so hobbymäßig gewesen, weißt du. Das ist noch nicht so der Business-Gedanke dahinter gewesen. Nein, auch so, wenn mich irgendjemand gefragt hat, ja, was willst du mit dem erreichen? Dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich so, mein Ziel ist, in den ersten 5 Jahren 100 Kunden haben. Ja. Weißt du, so dort, ich bin gar nie so weit gewesen, ich hätte mir das auch nie vorstellen können. Das darf man dort noch kurz untermalen, hast du definitiv geschafft. Definitiv geschafft. Also das erste Ziel ist schon mal abgehakt, oder? Ja, definitiv, ja. Wo du in der Gimmick bist, was war denn dort dein Ziel gewesen? Du hast ja gesagt, das hast du jetzt nebenbei aufgebaut. Ja, nie Fashion, also nie im Leben. Was hast du denn machen? Ich habe ja Wirtschaft studiert, ich habe, weißt du, die Wirtschaft, Banking, Finance richtig okay. Also ich hätte mir nie, weil ich auch immer gewusst, so, ich kann halt immer Cash machen. Ja. Und aber mit Finelli ist mir nie darum gegangen, um Cash zu machen, weil ich habe gewusst, weißt du, so mit Fashion Cash machen ist brutal schwierig. Vor allem ist es halt auch deine Passion. Also, Genau, weißt du, das ist nochmal was anderes. Das war so meine Passion gewesen. Und ich habe nie, weißt du, ich habe nie gedacht, dass ich mit meiner Passion Cash machen kann. Ja, ich habe gedacht, ich muss ins Banking gehen oder ich muss fucking Manager werden. Oder, weißt du, so halt. Und ich habe auch nie Fashion Designer werden, weil ich habe gewusst, so, der kommt so knapp über die Runde. Und meine Family wäre gar nicht proud. Auch dort, wo ich das Studium dann abgebrochen habe. Mein Dad hat über ein halbes Jahr nicht mehr mit mir geredet. Wow. Also du hast es gar nicht fertig gemacht? Genau, ich habe es nicht fertig gemacht. Ich habe es angefangen und dann ist es halt eben dann 2021 ist mit Finelli schon ins Rollen gekommen, wenn wir bei Höhle der Löwen dabei waren. Und dann habe ich schon so kleinen Lohn halt. Weißt, bei mir hat so 1000 Stutz hat für mich gelangt, weil ich auch noch die Heime gewohnt habe. Ja. Und dann ich so ehrlich so, ich muss mich 100% auf Finelli fokussieren, weil jeder macht das so Part-Time, weil jeder Zweite macht gerade eine Brand so und jeder hat das so Part-Time gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, wieso wir es halt einfach wieder geschafft haben, weil ich habe mich 100% auf das fokussiert. Mir ist so klar gewesen, okay, so, wenn ich halt nebenbei ein Studium habe, dann bin ich so halbwegs dort und halbwegs da, und das habe ich auch gespürt. Ich bin, weißt du, im Studium nicht gerade konkrete gute Noten gehabt und weißt du, beim Arbeiten halt immer so in Tränen gewesen, weil ich bin maximal gestresst war. Ja. Und das ist auch so ein krasses Learning, das du machst als Unternehmer, halt mit dem Druck umzugehen. Weißt du, hast konstanten Druck, du weißt konstant, ich muss liefern. Und wenn Sales nicht reinkommen, wenn du nicht verkaufst, dann kommt kein Cash, du kannst keine Miete mehr zahlen, du kannst dich nicht mehr zahlen, du kannst nicht mehr weiter produzieren. Aber jetzt sind wir wieder voll abgeschweißt, gehen wir nochmal zurück 2020. Ja, voll. 2020. Also 2 Friends haben gekauft
Und dann ich so, fuck man, ich habe jetzt ein Lager im Wert, also VP ist es dann irgendwie so 100'000 gewesen oder so. Einkaufspreis so 30'000. Und ich so, fuck, Alter, was mache ich jetzt? Ich habe kein Cash mehr, mein ganzes Ersparte habe ich schon Liegt jetzt im Lager? Im Lager so und noch so Webseite habe ich noch gemacht und Shooting und so. Weißt du, es kostet alles so ein bisschen und es sind schnell nochmal zusätzlich 20'000, weißt du, so. Und dann für 30'000 Ware musst du auch noch Mehrwertsteuer zahlen, Zoll musst du noch zahlen, das sind auch nochmal so und Versand, das heisst auch nochmal irgendwie so 5'K, das heisst mit allem so 50'K ist dann weg gewesen, so. Und dann ich so, fuck, Alter, ich habe gerade 50'K liegen lassen, ja. aber ich bin nirgends so. Ja. Zwei Kunden. Und dann, aber ich habe immer gewusst, so, hey, das ist meine Leidenschaft gewesen. Ich kann jetzt nicht einfach aufgeben, weißt, ich muss mindestens nochmal eine Kollektion releasen. Und dann bin ich zu meinem Dad gegangen. Ich habe gesagt, ey Dad, so, das und das ist passiert. Aber ich kann nicht aufgeben, weißt, ich will unbedingt nochmal eine Kollektion releasen, das ist meine Leidenschaft. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht es irgendjemand anders. Weil ich habe, weißt du, den Streetwear-Hype habe ich dort halt gesehen, so, der kommt. Und dann, jetzt sind wir eben halt auch die Größte in der Schweiz und das ist eben, weil ich mich halt 100% dort halt einfach darauf fokussiert habe. Dann mein Dad so, nein, so, das geht nicht, fokussiere dich 100% auf deine Schule und dann, wenn es mal Du bist noch in der Schule. Bachelor, Master, eben im Gimmi, also studiert habe ich. So, fokussiere dich 100% auf deine Uni, so, wenn du Bachelor, Master, alles gemacht hast, so, dann und Kann man nochmal drüber reden, ja. Genau, dann verdien mal dein Geld und dann kannst du dein Hobby weiterziehen. Weißt du, für ihn ist das auch so ein Hobby. Ja. So. Noch nicht ernst nehmen. Genau, noch nicht ernst nehmen. Und dann ich so, nein, so, ich sehe da Potenzial, weißt du, so, ich will das weitermachen. Und ich bin halt voll, wie so ein kleines Kind, weißt du, so voll so am Arsch gewesen, weil du kannst mir sagen, ich kann nicht drauf, du kannst mir sagen, ich kann nicht drauf, es ist mir scheißegal, aber wenn mein Dad mir das sagt, Ja. Ist was anderes, ja. ist was anderes. Das trifft dich anders, das ja. trifft mich anders und keine Ahnung, es hat mir irgendwie so ein bisschen, aber es ist ja nicht unbedingt gewesen, dass er nicht an mich geglaubt hat, sondern er ist halt so oldschool, weißt du, er ist so voll. Konservativ, So- andere so- Generation. Kommt von einer Generation, Arbeiterfamilie. Genau, so, weil ich meine, du musst denken, er ist als Flüchtling da hingekommen, so. Wann sind ihr in die Schweiz gekommen? Also mit wem bist du in die Schweiz gekommen? Ich bin, also 20 Jahre ist das jetzt her. Okay, gut, dann mit 3. Ja, genau. Ja, verstehe, kannst ihm das auch nicht übel nehmen, das ist Ja, klar. sicher. Das ist Ganz anderes Mindset. Ja, Ganz voll. anderes Mindset. Ja. Und ich meine, für ihn, er hat das ganze Leben lang gearbeitet, um mich durchs Gimmi boxen, Ja, dass ich voll. studiere und dann so habe ich es eigentlich geschafft und dann kommt sie so, das kommt, ey, so, ich will da Fashion machen, so. Ja. Denke ich so. Was ist Fashion? Was ist Ja, das überhaupt? So, was Ja. ist das, Mann? Und dann, ich bin halt, weißt du, so enttäuscht gewesen und dann ist meine Mom halt zu mir gekommen, weil so Mütter haben halt so das Gefühl, Was anderes, die merken ja. gerade so, Ja, hey, ja. so, was ist los? Dann habe ich ihr erzählt, ja, like, das ist passiert und Papa will mir auch nicht helfen und ich sehe halt keinen Ausweg. Sie ist so ehrlich, so, ich glaube echt an dich, so, ich weiß, du machst das schon sehr, sehr lang und ich will nicht, dass du jetzt aufgehst, das ist immer so dein Traum gewesen. Und auch wenn ich so, wenn es eine Möglichkeit gibt, um dir zu helfen, mache ich das. Und dann hat sie so gemeint, so, ich habe noch Gold im Wert von 25'000. Damals vor der Hochzeit hat sie das Gold bekommen. Und dann hat sie gesagt, ey, so, ich verkaufe das, ich fliege auf Pakistan, verkaufe das, dass du nochmal eine Chance hast, weißt du, so, das ist dann schlussendlich so 30'000 wert gewesen, weil eben der Wert hat sich vermehrt. Ja. Und sie Weil, so, der Flug so lange auf Pakistan geht, jetzt, Ja, jetzt genau. ist der Wert noch ein bisschen gestiegen. und dann sie so, ey, so, ich fliege auf Pakistan und verkaufe das. Ich kann das nicht annehmen, weil sie hat in dem Das Moment... ist ein riesen Support, Minge. Da kannst du gar nicht in Wort fassen. Und in dem Moment, ich konnte das nicht annehmen, so, weil Bro, ich hätte ein viel schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich das jetzt versaut hätte. Wenn es so. dann nicht klappt, ja, ist Und noch ich habe schlimmer. nicht so krass an mich geglaubt, wie sie an mich damals. Okay. Und dann ich so, nein Mama, ich kann das nicht, ich kann das sicher nicht annehmen, das ist das Einzige, was du hast, weil ich habe gewusst, weißt du, sie hat nicht geschafft. Sie Ja. hat so, das ist noch das Einzige, was ihr übrig geblieben ist. Vor allem von meiner Großmutter, die dann eben auch verstorben ist. So. Und dann, ich so, nein, ich kann das nicht. Und dann hat sie gemeint, ey, nimm das an. So, ich glaube mir, ich würde das viel stärker bereuen, wenn ich gewusst hätte, in 20, 30 Jahren, ich hätte
können helfen, den Traum zu verwirklichen, als Wow. du das bereuen wirst, Wunderschöner wenn Satz. du jetzt wirst fehlen. Ja, So. voll. Also du kannst dich im Leben nie so schlecht fühlen, wenn du wirst fehlen, wie ich mich würde schlecht fühlen, wenn ich dir nicht beim Traum hätte können helfen. So. Das hat definitiv kurz einen Applaus verdient. Absolut. Definitiv einen kurzen Applaus für deine Mutter, für alle Mütter draußen, die an die Kinder glauben. Mega, Wunderschön, wow. wunderschön. Das ist so, Alter, jedes Mal, wenn ich die Story erzähle, Bro, kommt einfach immer eine ganze Haut Ja, kann ich verstehen. Sieht man fast unter dem Pulli, die ist so intensiv. Das ist, nein, wunderschön. Das ist ja vor allem auch, weißt, wenn ich habe das Gefühl, wenn du selber etwas machst und du hast jemanden im Rücken, der so intensiv an dich beliebt, der so fest an dich glaubt, das gibt dir so einen riesen Push. Ja. Aber riesig. Und dann hast du mit dem die 2 Kollektionen können machen, oder? Genau, mit dem habe ich dann die 2 Kollektionen können machen, aber dann bei der zweiten Kollektion habe ich gewusst, okay, so, ich habe halt nur Cash für die Produktion, ich habe keinen Cash fürs Marketing. Ja. Und, aber ich muss Marketing machen, weil meine Friends, die mir auf uns Instagram folgen und die mich kennen, werden mich nicht supporten. Das heisst, ich muss Leute irgendwie an Leute kommen, die mich noch nicht kennen, aber Brand cool finden. Wie mache ich das? So. Dann bin ich zuerst zum Gabirano gegangen, aber der Gabirano, weil ich habe gewusst, ich muss einfach irgendeinen Influencer oder irgendjemanden ins Boot holen, der halt Reichweite hat. Weißt du, dass wir das seine Community verkaufen können. Ja. Bin ich zuerst zum Gabirano gegangen und der hat irgendwie nicht so Bock gehabt, der hat so gesagt, nee, so nicht so Lust, ich hätte gerne so Geld dafür. Ja. Das nehme ich mir auch gar nicht übel, weißt du, ich meine, stell dir vor, so Ja. jeder zweite Kunde Absolut, so, absolut. so, Man ey, sieht- willst du mit mir eine Brand machen, so. Es hat ja auch nicht jeder gerade die gleiche Vision wie du. Ja, Halt genau. nicht jeder, ja. Und dann eben, hat es nicht geklappt. Und dann irgendwie zufälligerweise hat man neben der Kumanito auf Instagram geschrieben, ein paar Tage später, ey, so eine coole Brand, so. Aber der First Step ist gar nicht von dir gekommen, der ist von ihm gekommen. Ja, voll. Ah, was? Und das ist so ein bisschen eben so God's Plan halt, weißt du, was ich meine? So, ja. Du hast es auch angezogen. ja, voll, ja. Und dann, ich so, ja, fix, so der Kubanito hat mir geschrieben, ey Bro, eine coole Brand, so, lass mal callen. Und dann haben wir telefoniert und dann haben wir uns getroffen. Und dann hat es einfach gematcht, weißt du, so, mir ist halt wichtig gewesen, dass so ein menschlicher Typ ist Ja, und ja. er so Believer in God war, ich auch. Und es hat einfach gematcht, weißt du, und mir so, ja fix Bro, lass uns das zusammen machen. So, ich habe halt so das Talent im Design, du hast Community, es matcht einfach super. Dann haben wir zusammen so die nächste Kollektion released und die ist dann auch ausverkauft gewesen, innerhalb von 2 Wochen. Wow. Stark, Mega. stark. Und das ist dann, von dir da ist dann so der Ball so ein bisschen ins Rollen gekommen halt. Weißt du, du hast immer wieder Struggles gehabt, wo du wieder ab der 5., 6. Kollektion irgendwie wieder mal kein Geld gehabt hast und weißt du, so ein bisschen Wie viele halt, Kollektionen sind mittlerweile draußen? mittlerweile sind es Kann man das noch zählen, oder? 10 Kollektionen. 10 Kollektionen, Ja, ja, voll. Jubiläum. Ja. Mega. Nicht mehr nicht. Erzähl mal, wie holst du die Inspirationen, Bro, von deinen Designs? Die sind so, also sind schon recht verschieden, aber sind so kreativ. Also, du denkst da schon etwas aus. Also ich finde, man muss ja da auch noch an dieser Stelle sagen, du bist ja der Designer von... Ja, Oder ja? genau, Also genau. Genau. nicht nur der Founder, aber der Designer, darum ist Voll. das noch interessant. Genau. Ja, es ist so ein bisschen von überall. Eben, ich glaube, so der grosse Pluspunkt ist halt bei mir, ich habe echt so Nähe halt. Mhm. Und ich verstehe halt so das Kleidungsstück. Weißt du, bei vielen ist halt einfach nur das Kleidungsstück und die denken nur an Print. Weißt du, die denken halt einfach so, okay, so bei meinem T-Shirt, was kommt beim Print drauf? Aber so, ich überlege mir halt so den Fabric, so was für ein Stoff soll es beim Kleidungsstück sein, was für ein Schnitt soll es beim Kleidungsstück sein. So, welche Farbe, weißt du, die Farbenkombination macht halt nur einen Unterschied. Und eben so aus dem allem kommt dann schlussendlich Kleidungsstück zusammen. Und das ist das, was auch der Rick Owens hat so letztens gerade so gesagt, so, wenn du Designer sein willst oder wenn du Brand sein willst, du musst das Kleidungsstück verstehen und du musst es selber können machen. Weißt du, solange nicht, wenn du einfach irgendwie nur Grafik kannst machen und ein Ja, T-Shirt voll. bedrucken lässt und das ist so deine Brand. Das ist früher mal gegangen, aber eben mittlerweile halt, weil halt Konkurrenz so riesig ist und die Leute wollen mittlerweile halt so ein bisschen Spezielles tragen. Die wollen nicht nur irgendwie so ein Kleidungsstück halt einfach haben, wo halt commercial ist. Und also ich muss auch sagen, wir sind bis jetzt ein bisschen zu commercial gewesen. Ja. Also weißt du, ich würde noch gerne noch ein bisschen viel spezielles Zeug machen, aber für das sind wir noch ein bisschen zu klein. Weißt du, so, weil eben, du musst halt am Anfang musst du einfach so den Trends ein bisschen nachgehen auch.
wenn du halt eine junge So Brand die bist. Basic Collection Know-how, dass man das. Genau, weil du kannst als New Brand kannst du noch nicht so Trend setzen, weil es ist schwierig, wenn du, da musst halt schon brutale Reach haben, wenn du dann willst Trend setzen. Aber dort kommen wir so langsam an, mittlerweile haben wir eine gute Community und mittlerweile haben wir auch das Cash, weil eben, wenn du so Zeug willst machen, das musst du halt ganz anders vermarkten. Und mittlerweile haben wir halt auch so die finanziellen Mittel und darum jetzt auch so fürs nächste Jahr will ich halt viel mehr so ein bisschen auch so Experimental-Zeug machen, weißt du, wo dann halt nicht jeder wird tragen, wo dann halt spezifisch für ein Sehr Zielgruppe Lutz ist. Piece, ja, sehr Genau, Lutz Piece. genau. und so. Das will ich unbedingt machen, weil eben schlussendlich so, wir sehen uns als Designer-Brand, momentan sind wir es noch nicht so, weil eben wir haben halt eben so ein bisschen, zuerst mal so ein bisschen an die Masse müssen, um halt Leute müssen dich auch Umsatz kennen, bekommen. ja. Genau, dass die Leute uns überhaupt kennen. Aber zurück zu deiner Frage, wo ich mir die Inspiration herhole, das kommt von überall, eben von Fashion-Shows. Ich schaue kein Netflix daheim, so ich ziehe mir die ganze Zeit Fashion-Shows Besuchsschau. rein. Sorry? Besuchschau. Ja, voll. Also es ist halt sehr schwierig, um bei den einen Fashion-Shows reinzukommen. Aber so Louis Vuitton würde ich sehr gerne mal hin. Gut, du kannst ja nicht einfach Tickets kaufen, du musst Genau, irgendwie connected kannst sein, nicht- oder? Ja, Du kannst genau, musst eingeladen connected sein, ja, musst eingeladen werden. Aber das eben letztes Jahr bin ich in Paris gewesen, ein paar Fashion-Shows können. Cool. Und ja, das wäre sehr cool, wenn es mal mit LV klappt, weil eben die Brand halt einfach History und das ist Absolut, LV ja. ist halt einfach Nummer 1. Also wenn da mal wenn da jemand am Zulassen ist, der die Einladung verschickt, da haben wir einen, der jetzt für uns kannst du auch nicht schicken. Weil jetzt, wo du das vorher angesprochen hast, gerade mit dem selber einen Trend setzen, Ja. ist dir das jetzt bewusst worden oder ist dir das von Anfang an schon bewusst gewesen? Weißt du, dass du von Anfang an musst, weil wenn du sagst, du siehst, ihr seht euch als Trendsetting-Brand, weißt du, als Designer-Brand, wo selber schon einen Trend setzen kann. Ist dir das von Anfang an bewusst gewesen, dass du zuerst musst die Basis setzen oder ist das irgendwann mit der Zeit dann einfach Ja, so? es ist eben gerade so nach der ersten Kollektion habe ich halt hure viel gelernt. Stell dir vor, du setzt einfach mal so 50'000 in ja. so mit der zweiten Kollektion machst du echt sehr, sehr viele Gedanken, analysierst, okay, so das und das hat gut funktioniert, das hat weniger funktioniert, das ist besser angekommen. Und in der ersten Kollektion, ich habe Frauenkleider gemacht, Männerkleider, Unisex, alles, weißt du, so. Ich habe einfach mal so So die alles komplette probiert. Bandbreite mal abdeckt. Genau, und dann habe ich gecheckt, Alter, shit, ich muss mich auf etwas fokussieren. Und was ist eigentlich die Message von Finelli? Mir ist immer darum gegangen, Hochwertigkeit zu bieten und Connect Art and Fashion. So, die Leute müssen zuerst mal so meine Message checken. Und sobald sie meine Message gecheckt haben, erst dann kann ich mal so ein bisschen weitergehen. Und eben Ja. dann habe ich gewusst, okay, so, ich muss mal zuerst die Basis setzen. Das heißt, Ja. ich muss mal einfach Pieces rausbringen, wo die Leute checken, okay, so Finelli speziell eben mit einem Hoodie, wo zwar jeder kann anziehen, aber halt trotzdem direkt checkt, okay, so das ist Brand Message, das ist DNA von Finelli, so made to last and connecting art and fashion, that's it. So, das ist unsere DNA. Und dann eben mit unseren Artworks zum Beispiel, wo ich jetzt auch halt näher mit einem Kollegen zusammen arbeite. Er ist ein super Künstler, der Luca. So die Zusammenarbeit passt halt sehr, sehr gut zusammen. Ich skizziere es ihm amigs vor und er tut es noch ausarbeiten, wie das Artwork jetzt zum Beispiel. Und eben so, das ist mir eigentlich gegangen, dass man halt Art und Fashion kombiniert. Und jetzt auch nächstes Jahr kommen halt noch weitere Projekte, wo wir halt noch viel mehr halt Künstler werden unterstützen. Weil ich will den Künstlern halt einfach eine Plattform geben, um ihre Kunst halt zeigen zu können. Und ich glaube, so, das ist eine mega coole Variante, um halt die Absolut. Kunst halt an Kleidungsstücken zeigen zu können, die durch das sie jeder sieht dann schlussendlich. Ja. Jetzt, du hast vorhin angesprochen, es gibt mittlerweile mega viele Streetwear-Brands. Ja. Wie siehst du das, dass da so viel, siehst du das mehr als Vorteil für euch, dass da so viel aufkommt? Oder ist da riesig? Ich finde, Wie sehe es nimmt man als, das so wahr ich sehe es brutal als Owner? Vorteil, weil eben Konkurrenz stärkt den Markt schlussendlich. Also Absolut, weißt, ja. so, du siehst, okay, so shit, man, ich muss Gas geben. So. Wenn ich es nicht mache, dann macht es irgendjemand anders. Weißt du, so die ganze Zeit, so jeden Tag. Und zum anderen ist auch, weil es halt so viel macht und gegen aussen sieht es halt immer hure einfach aus, weißt du, so Brand machen. So. Aber ein T-Shirt So bedrucken T-Shirt lassen, in dem bedrucken Sinne, lassen. Und ich finde es eben das Coole, weil es so viel macht,
weißt du, so, kommen jetzt mal in die Materie rein und checken eigentlich, fuck man, das ist eigentlich gar nicht so einfach. Das ist nicht einfach ein T-Shirt bedrucken lassen, Webseite Appreciates dann auch viel machen mehr, und, da, was ihr macht. Ja. genau, und einfach Bilder hochladen und so, das ist deine Brand. Und ich finde so, es sollte einfach jeder probieren, weißt du, jeder sollte es probieren und bei dem klappt es, bei dem nicht. Also bei dem, wo es klappt, bei dem ist es super. Aber dann checkst du eben so, fuck man, das ist nicht so einfach, wie es gegen raus aussieht. Und dann eben werden die Brands, die es dann schlussendlich halt gegen raus schaffen, viel mehr appreciated und weißt du, viel mehr halt stärker angeschaut. Und das ist genauso mit den Rapper, weißt du, ich meine, schlussendlich jeder hat ein Mic, jeder kann ein Mic kaufen, jeder kann rappen. Aber nur so ganz wenige schaffen es halt raus. Ja, absolut. Probieren. Ja. Jeder soll es probieren, ja. Aber ich finde vor allem, was man bei euch merkt, oder bei dir merkt, wenn jemand wirklich Passion hat für das Ganze, Ja. aber Musik macht, ob er peruanische Hängebuchschweinchen möchte züchten oder was auch immer, egal was. Ja. Wenn du wirklich eine Passion hast für das Ganze, dann merkst du es auch. Weißt du, dann jemand ist dann voll dahinter, weißt du, wie du das erzählst oder wie ich wir kennen das ja auch, weißt du, wie ich das einmal mitbekomme, wie du dahinter stehst, wie du Gas gibst, wie du probierst machen, hustlen, tun, dies, das, immer wieder etwas machen. Ja. Dann soll es einem auch gegönnt sein, weißt du, dann irgendwann mit der Zeit kommt es auch. Voll, weil Du musst auch daran glauben, das ist einfach wichtig. tausende Türen einschlagen, so. Ja, immer Zwei von probieren, denen machen. werden dir halt eine neue Tür öffnen. So. Ja, absolut, ja, absolut. Und bei den anderen Irgendein ist ist 98 so. Wenn- Klappt's halt nicht. Das ist so. Wann hast du denn gemerkt, mal, das kann klappen? Hast du Bro, gemerkt, nie, Bro. Aber jetzt noch, Bro, von heute auf morgen, es könnte schief gehen, weißt du, was ich meine? Ja, Es ist nie. aber du hast es es probiert, ja. so, weißt du, obwohl wir Was ein mittlerweile so einen Millionen Umsatz machen, so, es ist. Du kannst nie sagen, du hast es geschafft, weißt du, und das will ich auch nie. Es ist halt, es ist ein Prozess, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es ist wie so Steigen, wo du halt nochmal einen Tritt gehst und nochmal einen Tritt gehst und das ist eben auch gesund. Weil, ich meine, es gibt tausende Beispiele, wo einfach von heute auf morgen hure, also eben, es ist, amigs sieht es eben so aus von heute auf morgen, aber Ja. die arbeiten dann auch schon so 20 Jahre Absolut. vorher, aber weißt du, wenn du halt einfach mal so stetige, also ich wünsche mir, dass es halt einfach linear ist, so, wenn du einfach einmal so, weißt du, so einen riesen so Sprung hast, Ist halt kann's nicht so eben nachhaltig, gefährlich- ja. Ja, genau, dann ist es eben nicht so nachhaltig, weil irgendwann dann ist es eben erhältlich für alle und dann, sobald es erhältlich für alle ist, ist es eben nicht mehr spannend. So, dann willst du es nicht mehr. Und das ist eben so das Gefährliche bei einer Brand. So, du musst halt stetig wachsen, aber du darfst nicht zu krass schnell wachsen und nicht mit so einem zu krassen Boom, weil eben dann ist es nicht mehr nachhaltig. Und das ist, glaube ich, bei den meisten Business so, aber eben Fashion umso stärker. Du musst dich immer wieder neu erfinden. Genau, Neu. ja. Was ist so dein Ziel? Was willst du so? Was ist dein nächstes Ziel? Was willst du so erreichen im Leben? Jetzt hast du schon deine Brand, also schweizweit Ja. der erfolgreichste, aber Also so nächste Step? biggest Ziel ist halt, es gibt so eine Rangliste, so die 100 größten Brands und dort will ich drauf sein, also weltweit. weltweit. Cool. Genau. Ja. Aktuell bist du noch 101. Aktuell noch 101. Das wäre schon nice, ja. Aber aktuell sind wir wahrscheinlich so top irgendwie so 5000 oder so. Aber du, in der Schweiz schon mal. Gibt es Ja, voll. insgesamt? Das sind so Millionen wahrscheinlich. Voll, Ja. Und wie erreichst du erst mit Umsätzen, oder wie? Mit dem Umsatz, es gibt zwei Sachen. Es gibt, glaube ich, Reichweite, es gibt Brand Value, weißt du, Ja. wie viel Weil die Firma gewertet wird. genau, ja. Und dann gibt es halt eben Umsatz. Okay. Ja, voll. Aber die sind beide Ranglisten sind ziemlich nah beieinander. Ja. Also es wird halt auch sehr mit so. So ein bisschen Mix von beidem zusammen. Genau, Wie bist du eigentlich auf Finelli gekommen? Also auf den Namen meinst du? Ja. Eben, meine Idee war halt, Mode und Kunst zu verbinden. Und ich bin dann, wo ich in der Namenfindung war, bin ich, eben, das war 2019, gewesen, Ja. bin ich dann ins Louvre. Aha. Ich gehe halt hure gerne so, weißt du, in Museen. Ja. Ist gerade in Zum Paris. so ein bisschen, genau, zum mich so ein bisschen inspirieren lassen von der Kunst eben auch. Und dann, weil dort ist mir schon klar gewesen, ich will halt Mode und Kunst verbinden. Und darum habe ich auch so Connections halt zu einem Künstler gesucht. Und dann habe ich die Skulptur gesehen von Giuliano Finelli. Und die hat mir einfach hure gefallen, weil sie halt so hure detailliert war. Und ich bin halt immer so jemand gewesen, der halt sehr viel Liebe ins Detail gesteckt hat. Und dann
sehe ich Skulptur, dann habe ich so ein bisschen Story von ihm gelesen und dort ist halt gestanden, eben, er ist halt vor allem bekannt gewesen aufgrund seiner sehr hochwertigen und detaillierten Skulpturen, hat sie alles aus Marmor gemacht und dann ich so, okay, eigentlich genau das verkörpert Finelli, so genau das sollte Finelli verkörpern, dass man halt hochwertige Materialien benutzt, halt viel Liebe ins Detail steckt. Und der Name, also weißt du, ich habe irgendwie so gespürt, okay, so Finelli, irgendwie so der Name passt so, that's it. Und so ist der Name entstanden, ja. So hat das Ganze gestartet, nice. Ja. Wie lang hast du für eine Kollektion? Was kann man sich da so vorstellen? Es ist sehr unterschiedlich. So, also du meinst mit der Produktion oder meinst du nur, das meinst so jetzt der kreative Prozess? Der kreative Prozess. Also der kreative Prozess geht so meistens so einen Monat, bis ich so komplett so Designs zusammen habe. So in der ersten Woche ich nehme mir da auch so voll Zeit, weißt du, so schaffe ich wieder einen Tag dran und dann 2, 3 nicht. Weil eben das ist halt schwieriger, wenn du halt Unternehmer bist und Designer, dann musst du dich halt auf den unternehmerischen Part fokussieren. Ja, und damit ist es schwierig, dass du halt, weißt du, so der unternehmerische Part mal so ein bisschen kannst runterfahren und so sagst, okay, so ich muss mich jetzt voll aufs Design fokussieren, weil eben beim Design, du brauchst halt Inspiration, du brauchst halt so deine Zeit, so dein Kopf muss komplett Machst leer beides voll du? Oder Ja. du hast da Also der unternehmerisch, genau, also mittlerweile sind wir ja ein Team von 10 Leuten, also weißt du, es gibt halt schon so Leute, eben zum Beispiel so den Schnitt und so mache ich zum Beispiel jetzt nicht mehr selber, das habe ich abgegeben und so Tagpacks zum Beispiel, Tagpacks erstellen sind hure aufwendig, das ist so ein Sheet, dort steht dann alles drauf, also weißt du, so zum Beispiel halt so, okay, so der Stoff, die Farbe, jede Farbe hat ja Pantone-Nummer, weißt du. Dann wie groß zum Beispiel der Print Schriftzug ist, genau, Schriftzug ist. Also ich mache halt so alles so, skizziere es halt und mache halt so alles ready, gib's der Person und die schreibt dann noch alles auf. Also weißt du, Für was braucht ihr das? Das irgendwo hinterlegen, oder? Genau, das schickst du am Hersteller und der Hersteller, dort steht dann sozusagen alles drauf. Weißt du? Zum Beispiel Stitching, es gibt ja ganz viele verschiedene Stitching. Also zum Beispiel, genau, Crop Shoulder und so, oder? Nein, eine Crop Shoulder, zum Beispiel, schau mal deine Schulter an und schau mal meine Schulter an, das ist ein anderes Stitching. Da mit Double Stitch, so, siehst du? Das ist wirklich gut. Genau, da ist nochmal eine Naht. Und dann, zum Beispiel jetzt in der nächsten Kollektion haben wir viel mehr so Technical Stuff, weißt, wo halt verschiedene Stitchings hast. Und genau, wie so ein bisschen erwähnt, nächstes Jahr, wenn wir halt nochmal so ein bisschen einen drauflegen und nochmal so ein bisschen viel spezielles Zeug machen und dort braucht es dann auch viel mehr Arbeit und die Hersteller, die haben das noch nie im Leben gesehen so, und die haben das auch noch nie im Leben gemacht. Und deshalb brauchen es so richtig genaue Anweisung. Das ist eigentlich wie ein Rezeptbuch. So. Okay. Da steht dann so alles drauf, okay, so viel Gramm Wasser, so viel Gramm... Und anhand von dem kommst du irgendein Muster rüber und das siehst du dann. Und genau, richtig. Anhand von dem bekommst du ein Muster rüber und amigs kann es sein, dass du 4, 5 Muster musst machen musst, weil eben, wenn du das Piece halt nochmal vor dir hast, dann siehst du nochmal die Farbe genau, dann siehst du nochmal, okay, so der Print sieht so aus, du musst nochmal kleiner machen und dann amigs musst du halt eben so Stitchings nochmal anpassen, die Farbe vom Print nochmal anpassen oder eben der Schnitt ist zum Beispiel bei einer Hose ist der Schnitt halt hure wichtig. Mittlerweile gibt es eben hure gute Systeme, wo du einen Schnitt halt du gibst Daten ein am PC und dann siehst du halt wie ein 3D-Muster, wie es an einer Person eigentlich wieder aussehen und es hilft brutal eben. Durch das haben wir eigentlich die Samples können reduzieren, weil Samples sind hure teuer, weil du musst zum einen den Flug zahlen und also mittlerweile zahlt ja das Hersteller, aber ist halt trotzdem, wenn sie halt wie so das fertige Dokument halt bekommen, dann wissen sie, okay, so wir müssen halt viel weniger Samples machen, das ist viel weniger Arbeit. Umso präziser du das von Anfang an machst, dann... Richtig, umso schneller geht halt der Prozess, weil eben so Samples, weißt du, du verlierst halt immer wieder Zeit und umso größer wir werden, umso schneller müssen wir sein, weil eben so Kollektionen mit dem Store sein, Molly kann halt nicht noch irgendwie 2, 3 Tage warten, bis es halt verkauft wird. Du musst halt eben so jeden Tag zählt halt. Ja, jetzt, wo du sagst, Molly, wo hast du denn, ihr habt ja den Online-Store, der ist ja vorhanden. Wo präsentieren das schon Sachen? Genau, also wir haben ja den Store in Luzern. Wir haben einen Store in Genf, der ist Franchise von uns. Und wir haben einen Pop-up in Basel, gerade letzten Samstag aufgemacht. Und jetzt eben für nächstes Jahr öffnen wir unsere Jetzt kommt das Announcement. Kurzer Trommelwirbel. Das Announcement kommt. Trommelwirbel nicht. Erste Flagship Store, Mann. Das ist Jawohl! Yes, baby. Congratulations. Gratuliere, ganz geil. Brutal! Haben wir da schon ein Datum, per wann das kommt?
Ich glaube 5. Mai, ja. 5. Mai, also im Ja. Mai, im zweiten Quartal nächstes, also jetzt Genau. irgendwann mal passieren. Richtig, ja. Ganz geil, gratuliere. Location, tun wir die schon uns spreaden. voll. Ja, also wir haben es erst unseren Investoren haben wir es jetzt weitergegeben. Das heisst, das ist so Big Announcement an alle, Mann. Wow, brutal, ja geil. Also bevor alle Investoren das Mail lesen, wo sie ist, tun wir das veröffentlichen, dass die erste Community, wenn ich das Ich schwöre, ja, ganz geil. Und wo ist es? Im Niederdörfli. Im Niederdörfli selber. Hammer. Im Herzen von Zürich. Voll. Ist gerade neben dem Store vom Titolo. Dort noch lustige Geschichte. Ist, eben, wie mit Moli, weißt du, so beim Titolo habe ich mich auch beworben. Das ist, glaube ich, auch schon eineinhalb Jahre her, ja. Und dann haben Also sie- zum Zusammenarbeiten, nicht zum dort arbeiten. Ja, genau. So beworben, nicht, dass da Leute falsch verstehen. Ja, genau. In dem Sinn halt, weißt du, so Kooperation, Finelli, Ja. Finelli und Titolo. Und die haben das abgelehnt, weißt du, der Ja. Einkäufer hat gemeint, ja, er ist noch zu klein und so. Und ich so, okay, ja, easy. Da vergisst du Und nicht am 1,5 nächsten. Jahre später. Und eineinhalb Jahre später öffnen wir einfach einen Store. Das wäre so geil. Über jeden Morgen, anstatt direkt in die Story Kaffee immer mit- bei ihnen durchlaufen. Guten Morgen. Ja. ich voll. schwöre. Und das Lustige, Geil, geil. das Lustige ist eben, ich habe mich für 4 Stores beworben. Also weißt du, 2 im Niederdörfli, 1 dort bei der Löwenstraße und an der Bahnhofstraße. Und 2 haben das abgesagt, weil sie auch irgendwie gemeint haben, das sind Liegenschaften gewesen von der UBS, glaube ich. Mhm. Eins von der UBS und eins, glaube ich, von der Credit Suisse, wenn ich mich nicht täusche. Und die haben das eben auch abgesagt, in dem Sinn so, ja, ihr seid noch zu klein. Also die Vermieter in dem Sinn. Ja, die Vermieter, Ja. ja. So in dem Sinn ist es zu wenig sicher, dass da Genau, nachhaltig richtig, immer ja. wieder Genau, richtig, Miete ja. kommt. Weil eben dort reden wir halt schon so von 20 bis 30'000 Mieten, weißt du. So. Aber Ja, das ist schon ein guter Batzen, ja. so, ich weiß halt so, wir könnten das stemmen, so, aber die haben gemeint, ja, also ihr seid noch viel zu jung, weil die AG haben wir erst das Jahr gegründet und wir Ja. haben das ja mit der AG beworben. Also das Mhm. heisst, wir haben noch nicht mal eine Jahresbilanz gehabt. Also weißt du, ja. so, wir haben noch nicht mal GmbH haben wir zwar schon können aufzeigen, aber weißt du, so, von der AG, weil sie halt gerade das Jahr gegründet wurde, Ja. Klar. ist halt dort ein bisschen schwierig gewesen und dann haben wir gemeint, ja easy. Und dann Noch besser. Ja, und Zum genau, Glück. im Niederdörfli hat es dann eben zum Glück geklappt. Also weißt du, es ist nicht gleichzeitig gelaufen. Ich habe mich für die anderen zuerst beworben, Ja, die haben okay. das abgesagt und dann ist der im Niederdörfli ausgeschrieben worden und ich habe mich für den beworben. Und dort hat es zum Glück geklappt, Mann. Ja, und Ganz es ist geil. eben so die beste Location eigentlich, weil eben der Van Store ist dort drin gewesen und neben uns ist Carhartt und dann eben Titolo und es passt halt super zusammen so. Ja, das Match, Ganz ja, geil. das Match Ja. brutal, voll geil. Macht ihr auch spezielle Kollektionen für, ich habe ja schon gesehen, ihr habt schon, eure Kleider haben schon Weltstars getragen. Ja, voll. Verschiedene, jetzt in oben ein Frauenfeld auch. Genau. Macht ihr auch spezielle Kollektionen? Oder wie kommst du überhaupt zu diesen Leuten, wenn ich frage? Es ist ganz unterschiedlich. Eben zum Beispiel am Rap City sind wir der Hauptsponsor gewesen. Dort habe ich den Connect gemacht mit dem Sway Lee. Ah, geil. Mit dem ihm hure gut bekommen. Und dann Anneli Choppa habe ich auch in der Schweiz kennengelernt. Dort sind wir auch Sponsor gewesen. Und dann, weißt du, so einmal, wenn sie halt so den Brand gesehen haben, finde ich Ja, das halt voll. hure cool. Und dann Lil TJ auch in der Schweiz gewesen, halt auch so das kennengelernt. Mega. Und dann 6ix9ine in Amsti. Und 6ix9ine, dort ist der Connect von einem anderen Rapper entstanden. Wo eben auch Brand gefühlt hat. Und dann hat er gemeint, ey, look, wenn du in die Schweiz gehst oder wenn du auf Europa gehst, so, das ist ein Schweizer Check coole den mal Brand, ab, so ja. check den mal ab und so. Und dann hat er gesagt, ey Bro, komm auf Amsti und so. Ich würde gerne dieses Outfit rocken für meine Show. Und Geil. Du bist gegangen mit ihm. Ja, voll. Ist der Ja. nicht crazy? Wie ist der crazy drauf? Wie ist das? 6ix9ine, also Aber das ist der auch so, wie man das so in der sozialen Alter, ich Medien finde sieht? so, er ist einfach ein Genius so. In meinen Augen so ein Genius so. Weil, ich meine, wie ziehst du Aufmerksamkeit auf dich, indem du einfach Shitstorms machst? Ich meine, so Ja, heutzutage voll, so, wie bringst du so krass, weißt du, so konstant halt die ganze Zeit so Aufmerksamkeit auf dich. Du musst halt einfach Skandal bringen. Es ist halt einfach nicht geil, aber so. Vor allem in dieser Branche, wo in dieser Branche so. im Entertainment. Eben so, ich meine,
eben Sway Lee zum Beispiel das beste Exempel. Jeder kennt seine Musik, aber niemand kennt ihn so konkret als Person. Absolut. Weil er ist, weißt du, so, nicht so eine Person, die halt unbedingt so in der Öffentlichkeit auffällt. Ja, voll. Oder ich meine auch so in unserer Zeit, so Lady Gaga, weißt du, so, die ganze Zeit Headlines gewesen. Dort hat es Social Media und so noch nicht gegeben, aber so, du hast halt trotzdem die ganze Zeit von dem erfahren. Skandalfrau. Nur schon der Name auch Lady Gaga, weil das sagt ja schon viel aus. Auch nur schon, wie der 6ix9ine auftritt, weißt du, mit der Farbe. Ja, ist ja nicht auf die schwarze Jacke genug, auf die Gel, oder? Ja, genau, die Gel, weißt du, nur schon das braucht ja auch schon Mut. Also voll. Und er hat ja auch, weißt du, so, gerade das Jahr hat er einfach so ein, hat er für sein Album, hat er so Schlägerei vortäuscht, weißt du, dass er der Producer ist, zusammenschlagen, weil das Album nicht geil rausgekommen ist. Nein, wirklich? Ja, das ist überall in den Medien. Weißt du, sie haben sozusagen wie so Kameras so gezeigt, dann so Kameraaufnahmen, wie er so reingelaufen ist, aber sie haben nicht gezeigt, wie er ihn echt verschlagen hat. Und weißt du, überall in den Medien haben sie so Fake News verbreitet. So, ja, 6ix9ine festgenommen wurde in Kuba, weil er den Producer zusammengeschlagen hat. So. Also jetzt sehen wir dich in Titulo laufen, Schläger mit den Verkäufern, oder was? Jetzt alle Rapper, ihr wisst, was ihr möchtet im nächsten Release. Eure Producer, macht mit einfach. So geil! Und das Geile ist, er hat einfach einen Finelli-Hoodie den Tag gehabt. Oh was für eine Legende! Was für eine Legende! Nein, so geil! Riesen Kann man das irgendwo finden? Ja, das ist will ein ich Video. einblenden. Ja, das müssen wir jetzt noch kurz einblenden. Wenigstens nur schon das Bild mit dem Finelli-Pulli. Wir wollen ja keine Gewalt oder so verherrlichen. So geil. Aber er macht manchmal krasse Aktionen, also vor allem in Mexiko und so. Er ist Gold verteilt, geil. Man muss ja auch noch unterstützt sagen, mega. Man muss ja auch noch sagen, er macht ja Also auch einzigartigen Sound. Er ist ein brutaler Herzensmensch, so, weißt du, ja. Ohren offen, weißt du, auch so, ich meine, er hat mich ins Hotelzimmer genommen, weißt du, so in dem Sinn so... Mega persönlich. Genau, mega persönlich, mega menschlich. Privatsphäre, ja. Genau, so, ey Bro, ja, zeig mir deine Outfits und so, weißt du, und er hat sich echt so Zeit genommen, um jedes einzelne Kleidungsstück anzuschauen. Weil die eine Rapper, zum Beispiel der schlimmste ist der Gucci Mane, so, weißt du, der hat mich eingeladen so auf was war Bulgarien, Sofia. Ja. Und weißt du, so, dann der hat kein Wort mit mir geredet. So. Also weißt du, so die Kleider genommen und nachher kein Wort mit mir geredet. Und ich Du bist extra da gegangen? Ja, und ich denke mir so, Bro, bin ich in dem Fall nicht genug Mensch für dich? Weißt ja, so, voll. Ja. Und dann, was hast du auch? Er hat Kleider anprobiert oder gar nicht? Ja, er hat Kleider anprobiert an seine Show, aber weißt du, nicht mal ein Dankeschön oder so. Krass. Weißt du, halt einfach Kleider genommen, angekleidet und ich so, ja, easy. Ja, wäre ja was anderes, weißt du, hättest du ihm geschickt. Ich mein, ja, okay, eben, ich habe vergessen zu schreiben oder so, aber wenn Ja, du extra voll. dann fliegst, amigo. Und dann weißt du nicht mal irgendwie so, ey, okay. Und nicht mal, er hat sich nicht mal selber entgegennehmen. Er so, ey, so, give it to my manager. Ich so, ja, easy. Und du, sorry, wo bist du, Cäsar oder was? Krass. Und ich denke so, okay, which size do you need? And I ask my manager. Ich so, ja, Bro. Sag einfach, welche Größe, kürzere Antwort als Ask My Manager von der so, Vielleicht ist er voll LM, abis. weißt du, wäre ein Wort gewesen, so. Ja, das ist schade gewesen. Aber ja, in dem Fall hast du schon sehr viel. Ja, voll. So Erfahrungen machst halt und umso schätze ich eben Sway Lee, eine geile Zeit gehabt mit Miami mit ihm, so. Schon, Ja, voll. Miami, wie lange bist du gewesen? Dort, wann ist es gesehen? Ich bin mit dem Arber bin ich in LA gewesen. Bist du gerade nach dem gegangen, oder was? Nicht gerade nach dem, einen Monat später. Geil. Ja, voll. Geil. Ja, ein paar riesige Geschichten, die ich gehört habe. Ja, voll. Wie, Das war eine brutale Zeit gewesen, Mann. was hast du das Gefühl, wie hat sich da das Unternehmertum, weißt du bist Unternehmer mittlerweile, wie hat sich das auf dich selber ausgewirkt? Hast du da gross daran wachsen? Hast du da selber müssen deine Erfahrungen machen oder wie? Bro, eben so die krasseste Erfahrung, das merke ich immer so Tag zu Tag. So, die krasseste Erfahrung oder der krasseste Skill, den ich mir angeeignet habe, ist halt einfach mit Druck umgehen. So, konstant. Weißt du, ich weiss noch am Anfang, ich war die ganze Zeit so in Tränen gewesen, weil es ist einfach so krass viel Druck so auf dir. So, und ich war 21 gewesen, weißt du weißt gar noch nicht hin, so, wo mit dem Leben so deine Mitschüler sind am Studieren, Party machen, ja. deine Kollegen sind am Studieren und du musst irgendwie schon weißt, so komplett so deine Zukunft also für deine Zukunft aussorgen. Weil ich halt noch so den Druck von die Heime hatte, so dass ich performen muss, weil das so, weißt so
halt irgendwie doch meine letzte Chance ist, weil ich habe eben irgendwie ein Studium abgebrochen und dann ich habe irgendwie wie keinen Plan B gegeben, obwohl du jederzeit kannst zurückgehen und studieren. Ja. Aber ich habe das nicht einsehen. So. Oh, das ist einfach keine Opportunität für dich, ist einfach keine voll. Möglichkeit, die du jetzt, Genau. wo du jetzt einsiehst. Und du lernst eben so ein bisschen, als Unternehmer, du lernst alles. Also weißt du lernst halt so mit den Finanzen umgehen, so, du lernst verhandeln, du lernst mit den Leuten umgehen, du lernst eben so das ganze Social Media und so, weißt du, das ist halt ein riesiges Thema, weil es ist sehr wichtig, dass du das richtig gut checkst halt. Weil das ist halt Marketing und die das nicht richtig checken, weißt du, die Brands, die bleiben halt hängen. Weil das ist irgendwie mittlerweile halt doch so der Key halt zum erfolgreich werden mittlerweile. Voll. Ja, Was für einen Rat würdest du an einem New Designer oder auch eine neue Brand auf den Markt bringen, für Tipps mitgeben? Was dir auf jeden Fall geholfen hat. Eben definitiv halt so einzigartig sein, weil es eben, durch das es so viele Brands gibt mittlerweile, du musst einfach aus der Masse rausstechen. So. Du musst halt einfach spezielle Designs machen, die Leute noch nicht gesehen haben und eben durch das deine Brand halt tragen, weißt du, wie ich meine? Mittlerweile lange jetzt nicht einfach, wenn du nur einen Hoodie machst, wo irgendwie Finelli drauf steht. Ja. Genau, eben zum Beispiel auch so Zeug. Paradox, ich trage genau so einen Hoodie. Genau, ja. Also wir können das eben mittlerweile machen, weil Finelli, weißt du kennst halt den Namen Brand ist da, ja. und die Leute connected jetzt, weil den Leuten halt so DNA jetzt klar ist, was eigentlich Finelli will und für was Finelli steht. Und welche Leute Finelli schon getragen haben, ist halt wieder etwas Spezielles, weil eben so der Hoodie hat schon 2 Leute getragen, weißt du, wie ich meine? Und dann so die Leute connecten das mit dem. Aber wenn du als ist halt auch schon der Stempel, weißt genau. du, approved. Aber wenn du als junger Designer kommst und einfach irgendwie einen Hoodie machst, wo dein Name drauf steht, so keine wilde, weißt du. So. Ja. Was muss er da am Anfang am meisten wo muss er am meisten investieren? Im Marketing oder wie du sagst, im Design oder im Stoff? Was denkst du, was ist das Wichtigste? Zuerst auf das schauen und nachher die nächsten Schritte. Also ich würde eben sagen, so, ich würde keinem mittlerweile raten, Brands gründen, wenn du halt nicht mindestens 40'000 auf der Seite hast. Schon, So, ja. Und dann musst halt eben so das Budget halt mega gut aufteilen. Also mittlerweile Marketing kannst du halt echt sehr, sehr geiles Marketing machen, Organic über TikTok und Insta, indem du einfach Kleidungsstück halt zeigst. Deshalb ist halt hure wichtig, dass du ein einzigartiges Produkt machst. Also wenn du ein einzigartiges geiles Produkt machst und das halt schön zeigst auf Insta und TikTok, so findest du halt schon deine ersten Kunden. Und schlussendlich ist halt einfach Qualität setzt sich durch. Also, weißt, wenn Genau, du sagst, so, das muss einzigartig sein, es muss gut aussehen, es muss qualitativ stark sein und nachher kannst du es präsentieren. Und dann ist es eben umso wichtiger, dass du halt den Leuten echt Qualität bietest. Ja. Weil du kannst zwar schon ein Bild zeigen auf Instagram und das Design sieht cool aus, aber wenn der Kunde dann das Design bekommt, kann er es ja immer noch jederzeit zurückschicken. Ja, genau. Oder einfach das nicht anbieten zum Retour schicken. Kostenlos das Retour schicken. Musst du das eigentlich? Ist es, Nein, musst nicht. Musst Nein. einfach- Also Zalando. Mittlerweile ist schon fast Standard, nicht? Zalando, das ist schon ein bisschen... Ja, also Zähne es ist auseinander, eben ne? schade, dass es eben Standard wurde ist, weil hure viel verlangen das halt auch von eben so von Aber ich Brands sage so wie uns. branchenüblich, so, dass Zalando Ja, hat das schon ein bisschen auseinandergenommen. eben Zalando hat richtig krass auseinandergenommen, aber auch Zalando hat jetzt gecheckt, so, weißt, so langfristig, das ist keine Lösung. Weil die haben so krass die Retourenquote. Ja, Das die ist mega, insane. ich kann es mal lesen. Die haben 50% Retourenquote, das heisst so Ja, aber jedes gut, zweite das machen ja auch voll viel bei Zalando. Ich kenne voll Ja, viele, die bestellen, weißt du, wenn sie Voll, einen Schuh voll. bestellen, nehmen sie Ja. 44 und 45 und 46. Ja, weißt du, genau. Weißt du Dann nicht tun sie genau. anprobieren und den Rest Ja. zurückschicken. Und das ist halt hure schlecht für die Umwelt. Stell dir mal vor, Ja, wie das viel- ist- ja, wie da. Hin und her ist überhaupt nicht nachhaltig. Also nicht nur für uns aus Unternehmersicht, auch als Konsument. Ist Ja. das ja, total. macht ja nicht. Aber gut, es gehen ja immer mehr Stores gehen immer weg. Ja. Darum sind wir sehr, sehr dankbar, dass du in Zürich noch einen neuen Store machst, damit wir das nicht bestellen können. Wir selber schön, vorbeigen. Wenn wir geil. am Sonntagmorgen das Käfeli gehen nehmen mit unseren Eltern, dann kann man oder am Sonntag dann nicht, aber am Samstag Schwierig, ja. Sonntag. Absolut. Ja. kann man ein Nein, bisschen... ist hure geil, weil eben so, wir haben ja einen Pop-Up gehabt in Zürich Mhm. und es war hure geil gewesen. Ich meine, eben so, wenn wir auch neue Kollektionen released haben oder nur schon bei der Opening, weißt du, dann sind
hunderte von Leuten so angestanden und haben so gewartet, bis das Tor aufgeht. Und das ist auch eine riesige Bestätigung halt so als Designer, so, so die Leute Halber Rockstar-Lifestyle. fühlen das Zeug so. So geil. Ich habe es auch nur schon geil gefunden bei euch, wo Bahnhof. wie heißt das? Runway. Der Runaway, da wo Ja. wir Rap City gemacht haben. Ah, Ja. mega. Der ja auch so Rockstar-mäßig gewesen, einfach dort vorne laufen, wie voll. riesen Rockstars dort vorne laufen. Das ist wirklich wild wild. Ich gewesen. kurz wie ein Rockstar gefühlt. So. Alter. Ich habe gerade vorher habe ich das Video wieder geschaut, Ja. wo du gefilmt wirst. Ich glaube, der Cubanito filmt dich Ja, so voll, mit Führer laufst. Ja. Und das ist, vor allem ist halt speziell, ich bin hingestanden, ich habe es ja gesehen. Ich habe es wild gefunden. Das ist, Ja, Das war von letztes Jahr gewesen. Das Jahr habe ich sogar noch geiler gefunden. So, weil es ist halt so, die Leute haben dich noch eins mehr kennt. ja. So voll abgegangen. Geil. Das ist schon wild gewesen. Das ist schon wild Ja. gewesen. Mega. Ey Bro, von meiner Seite, ich kann mich eigentlich nur bedanken für alle die Inputs, die Absolut, du danke dir uns mit uns vielmals. geteilt hast. Was denkst du, das letzte Schlusswort von dir an den Leuten? Hast du noch etwas zu erzählen oder vielleicht einen Input? Oder? Irgendetwas, wo die Leute mitgeben Ja, auf jeden Fall. Eben, ich habe es glaube vorher schon 2-3 Mal erwähnt. So, macht unbedingt so das, was ihr wollt. So, wenn ihr für irgendetwas träumt, dann zieht das durch. Es wird immer Leute geben, die in Stein weglücken. Und ich glaube, das hört man halt mittlerweile auch sehr, sehr oft. Aber es ist halt echt so. Ziehen es einfach durch. Und vor allem eben genau an die Jungen, weil eben, mir ist auch immer darum gegangen, dass ich halt wie ein Vorbild für die Jungen kann sein. Und dass ich halt denen wie halt kann zeigen, so ein Kid, wo von nichts gekommen ist und halt irgendwie trotzdem so geschafft hat. Ja, ihr könnt es auch so, auch wenn du kein Geld hast, so, es gibt immer irgendwie Lösungen. Weißt du, Du bist ja eigentlich original ja genau das, wo man als Vorbild könnte nehmen. Voll. Ich meine, als Migrationskind bist mit 3 erst angekommen. Ja. Da ist so viel Stein, die von Anfang an schon im Weg Ja. liegen. Und du hast, Also mit 8 bin ich da hingekommen. Mein Dad ist halt früher schon. okay. Ja, gut, Minge, dann ja noch krasser, dann bist du erst 15 Jahre da. Ja, voll. Ja, Kannst du jetzt schon besser Deutsch als der Luz. ja, voll. Das ist ein gutes Schlusswort. Das ist brutal. Hey, Bro, Thank you so Meine Damen much. und Herren, danke noch vielmals fürs Zuhören. Merci, dass ihr bis jetzt zugelassen habt. Lusti, checkt out. Danke vielmals. Bis zusammen. Gebt zum Gas. nächsten Macht keinen Scheiß. Küsst euch Eltern, macht auf das Kind. Like, Gönnt in die Schule. kommentieren, share, Gebt nicht Gas. vergessen. Alles miteinander. Ciao zusammen. Thank you so prägt much. Pinelli. Yes, baby. Talk it like Lucy D.